Guten Morgen, wie der Schweizer sagen würde. Ich sage nicht Grüezi, so als Randnotiz, das sind nur die Zürcher, die das so sagen. Ich sage das nicht, ich sage Guten Morgen, so am Rande. Heute geht es mal darum, wieder ein neues Deck zu bauen. Und zwar wollen wir die neuen Wettereffekte etwas austesten. Und dazu benötigen wir logischerweise ein neues Deck. Und ich habe eigentlich die besten Erfahrungen gemacht mit den Amerikanern. Die Wettereffekte sind ja vor allem mit dieser neuen verbündeten Nation, also den beiden Nationen Australien und Neuseeland, verbunden. Jetzt ist es darum, dass wir hier die ideale Synergie finden für um die Wettereffekte zu optimieren. Ich habe jetzt mal hier gedrückt, damit alle Karten, die mir zur Verfügung stehen, auch angezeigt werden, solche, die ich noch gar nicht hätte. Der, das Vermelde, die Vermeldekompanie ist zurück aus dem, wie sagt man, aus der Reserve, reduziert den Schaden am Hauptquartier jeweils um 1. Die hatte ich auch früher immer drin. Dann kann man die ganzen Mini-Rusher schon mal ein bisschen rausfiltern. Der Dingo macht zwar keinen Schaden, aber jedes Mal, wenn ich angreife, das Hauptquartier angreife, kriege ich eine Verteidigung vom Hauptquartier und ich ziehe eine Karte. Ich kann den ja auch dann noch buffen, zum Beispiel mit dieser Karte. Und wir müssen sicher mal sehen, dass wir ein paar günstige Einheiten mit im Spiel haben. Der gehört sicher auch dazu, das ist auch zurück aus der Reserve. Da das bewölkt, weil wir setzen ja auf Wetter und die günstigen Einheiten, die brauchen wir, um die ganzen Rush zu bändigen. Also wir haben hier Einheiten mit genug Leben, damit sie einen Rusher aus dem Spiel nehmen können. Das Maori-Bataillon brauche ich nicht. Ich habe hier keine Veteranen. Das ist bloß in Verbindung mit Deutschland interessant. Also können wir die eigentlich sein lassen. So eine Taskforce nehmen wir mit. Ist immer interessant. Und hier haben wir die 2-2-Pioniere. Und da geht es jetzt darum, meine Einheiten erhalten +1/+1, wenn ich eine Karte mit Vorhersage spiele. Also dann haben die Amerikaner erstens eine Wache mit 6 Leben. Ist zwar nur eine 3, kann man leicht zerstören mit Befehlen. Aber wenn ich die gut kombiniere mit Wettereffekten, werden meine Einheiten stärker. Ich brauche sicher diese Skytrain, damit ich billige Einheiten in der Nachschubline generieren kann. Und die muss eigentlich auch überleben, also neben die Wache stellen. Dann zweimal diesen Galiloppe. Damit kann ich eine gegnerische Einheit mit einem Gesamtangriff und Verteidigung von 6 zerstören. Ist eine neue Karte, versuchen wir mal. Der Flieger ist auch heftig, wenn er zum Tragen kommt, ist aber auch nur eine Dreiereinheit, kann man auch leicht mit Befehlen zerstören. Hier habe ich mir nur überlegt, ob ich da einen mit reinnehme, dann erhalten alle meine Einheiten +1, falls ich den in die Front kriege, hat aber noch Bindung. Hier kriege ich meine gewünschte Vorhersage. Vielleicht mal Flecken. Der Schaden feindlicher Karten ist um 1 reduziert. Macht auch Sinn in einem solchen Deck. Die Militärforschung, so lange möchte ich eigentlich gar nicht spielen, damit ich die anwenden kann. Braucht zu viel Credits, bis sie ganz ausgebaut ist. Und ich habe ja schon 28 Karten drin. Also muss ich mal sehen, dass ich da noch etwas reinpacke, das vor allem im schnellen Spiel nützlich ist. Diese Karte habe ich noch nicht ganz begriffen. Die nehmen wir mal mit. Das sollte eigentlich, wenn ich eine
Regenkarte gespielt habe, meine Infanterie repariert werden. Wäre in Verbindung mit dieser Einheit etwas sehr Nützliches. Dann kriege ich hier eine Kopie in die Nachschublinie. Nehme ich vielleicht eine mit. Da habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, ist mit 4, soweit sollte das Spiel eigentlich auch gehen. Und dann haben meine Einheiten bereits mehr Angriff. Die Matilda finde ich auch ganz cool. Dann hat alles, was links von der Matilda steht, plus 2 Angriff. Würde ich eigentlich gehen, 2 dazu nehmen. Hat eine Panzerung und Hinterhalt, also steht sie in der Front, ist sie fast unüberwindbar oder benötigt mindestens 2 gegnerische Einheiten, die sie zerstören. Wenn ich genug in der Frontlinie habe, könnte ich damit etwas anfangen. Diese beiden Flieger machen jeweils einen Schaden beim Gegner, beim Einsetzen einer Einheit und bei mir eine Verteidigung. Ich brauche ja irgendetwas, das bei mir Verteidigung auslöst. Da könnte man auch einmal ein Deck drum bauen, wenn ich Credit Slots bekomme. Das Deck funktioniert jetzt nicht so. Und was brauchen wir noch? Wir haben jetzt noch nicht so enorm viel Wettereffekte, aber können nur noch 3 Karten einbauen. Also ich brauche noch irgendwas. Zum Beispiel nehmen wir doch diese Karte mit rein, zwar sehr teuer. Ich brauche die Front, die ist zu teuer. Ich brauche noch eine Anzackkarte mit Wettereffekten. Sonst ist meine ganze Wettereffekt-Wache da, wo sie auch immer steht, nutzlos. Also ich brauche noch etwas mit Wetter. Wo haben wir noch so eine sinnvolle? Das ist eine amerikanische Wetter. Vorhersage. Also da hier haben wir, die Wetterkarten kosten 1 weniger. Wollen wir das? Hat auch Vorhersage. Ach, wir nehmen den mal mit rein. USA Anzack. Und dann versuchen wir das mal. Vielleicht habe ich ja Glück und wir haben weniger Gegner, weil da alle in der Ferien sind oder nur noch weniger gute Gegner. Und jetzt habe ich den Hinweis gekriegt, dass die Effektlautstärke zu hoch ist. Ob man meine Stimme dann schlecht versteht, dann geben wir den Effekten bloß etwa 50%. Und wir gehen rein. Ich versuche ja immer Decks zu bauen, welche nicht der Norm entsprechen. Also ich kopiere nicht einfach die Meta, sondern ich versuche ein Mittel gegen die Meta zu bauen. Das ist ein Japan-Spiel, so wie es aussieht. Und der hat Geld ausgegeben, also kann man damit rechnen, das ist ein Profispieler. Hat auch einen speziellen Spielfeldgegenstand. Hat ein spezielles Hauptquartier, also das muss man kaufen, den muss man auch kaufen. Und der spielt ziemlich sicher schnell, also das heißt, der wird versuchen mich zu überrennen. Der spielt mit Credits, die verloren gehen. Da wäre jetzt als Verbindung eigentlich die Finnen besser gewesen. Das war jetzt aber Glück, dass ich gerade hier eine Galilopper bekommen habe. Aber der wird jetzt mit Credit Lost spielen und da kommt schon die erste. Okay, ein Mischler. Größe. Okay, Credit Lost. Wir
Spielen was nun? Spiel mal diese Einheit. Und fertig. Jetzt darf er mir eigentlich diesen Flieger nicht zerstören. Was er Okay, jetzt fängt's an. Und eine Einheit ist weg. Okay, wir nehmen mal diesen Flieger mit rein. Wir nehmen Sturm. Zufällig, füge allen 2 Schaden zu. Vielleicht eher das. Dann. Nein. Der wird ja jetzt noch vertrauen. Sonst ist dann da die ganze Verbesserung weg. Mit dieser Einheit kann ich dann diese Einheit zerstören. Könnte ich. Und der macht wie viel Schaden? 5. Also wenn der zerstört wird, macht er mir 5 Schaden am Hauptquartier. Und er hat jetzt nur eine Karte. Der mischt seine Handkarten. Der hat keine, der spielt ja nicht Marine, also wird der auch nicht stärker, sondern der mischt einfach bloß. Aber jetzt haben hier alle diese Zerstörung, den Zerstörungseffekt. Okay, füge alle 2 Schaden zu. Dann habe ich hier 6, 9. Oder ich greife. Ich verbessere den mal. Okay. Ich nehme hier meine Wache mit rein. Und zerstört 6, 7. Zerstöre mal diesen da. Und ich zerstöre diesen da. Aha. Jetzt wird der verdoppelt. Er kommt in die Front, er kommt auch in die Front. Und jetzt werden die nochmal verdoppelt. Und gemischt. Okay. Dann muss der mal weg. Der hat Blitz, aber ich kann ihn nicht reparieren. Doch, ich kann den reparieren. Ich repariere mal meine Einheiten. Der stört diesen da. Der kriegt ein bisschen Buff und muss er schon 2 opfern, um da vorbeizukommen.
Okay, der spielt wieder mit diesen Pawn-Karten, die ihm selber Schaden zufügen. Okay. Jetzt gehen wir. Wir reduzieren mal den Schaden. Hier. Und meine Einheiten kriegen 4, 5. Also wenn der angreift, überleben diese beiden. Da muss ich die mal zerstören. Und wenn der jetzt angreift, ist er auch zerstört. Aber er hat ganz viele Karten und ich nicht. Wenn der zerstört, jetzt bin ich tot. Ja. Gemacht. War wirklich gut. Also, neue Runde, neues Glück. Läuft vielleicht ja besser diesmal. Was ist das? Ein Amerikaner-Spieler. Ah, ein England-Spieler. Okay, der ist zu teuer. Eigentlich, diese beiden Karten sind jetzt noch nicht wichtig. Könnten da noch freundlich sein. Kommt etwas. Spielfeldgegenstand, der nichts macht. Der spielt mit Explosionen, ein Schaden. Okay. Dieser Flieger ist dann der richtige. Der reduziert diesen einen Schaden dann. Okay, ich nehme jetzt diesen Panzer. Und das nächste, der geht jetzt in die Front. Dann nehme ich den Galilopper und zerstöre den mal. Oder ich spiele hier den Flieger und greife hier einfach an. Genau. Er spielt Explosion, also Flieger rein und weg. Und in die Front. Okay, der hat jetzt einen zusätzlichen Credit-Slot erhalten. Ich nehme den Galilopper jetzt trotzdem. Greife hier an und einmal da. Jetzt will er es wissen mit den ganzen Wettereffekten. Dann heißt diese Einheit wird nicht gespielt. Oder diese Karte wird nicht gespielt, dann nimmt er mir eventuell mein Geschütz zurück. Oder zerstört es. Ich brauche jetzt noch ein bisschen Einheiten. Und wir nehmen noch eine Vorhersage mit rein. Wir nehmen den Sturm.
Und wir nehmen den 6er Schaden. Er hat ja jetzt auch Sturm. Alle Einheiten ziehen sich zurück. Okay. Das war jetzt nicht so schlimm. Brauchen wir brauchen diesen da. Und opfere ich den Panzer zugunsten von... Ja, ich opfere den Panzer. Den opfere ich nicht. Jetzt hat er noch eine Garnison. Jetzt 6 Schaden. Einmal hier bitteschön. Und der muss weg. Na, jetzt kommt er mit seinem Flieger. Okay, wie kann ich jetzt diesen Flieger stoppen? Gar nicht, habe ich nichts. Der macht 4 Schaden, dieser Flieger. Wir nehmen nochmal den Sturm, da kann ich vielleicht den Flieger zerstören. Zieht sich zurück, 3 Schaden. Wir nehmen den 3 Schaden. Also ich muss mir jetzt diesen einen Flieger zerstören. Theoretisch. Der überlebt ja jetzt. Und 2 Garnisonen. Okay, fügen bei 3 Schaden zu hätte ich da jetzt. Nutzt mir jetzt hier recht wenig. Dieser Flieger. Sich noch ein bisschen buffen, das Ding. Ah, Mist. Das hatte mir. Der hat's gewusst. Das Problem ist, dass jetzt mein Flieger nicht überlebt. Das war jetzt logisch. Ich kann ihn nicht zerstören. Und er hat meinen Befehl hat er gekillt. Okay, aber er hat den Flieger auf die falsche Seite gesetzt. Okay.
schon. Ah, er hat den Flieger auf die richtige Seite gesetzt. Okay. Jetzt müsste ich schon. Das reicht gerade nicht. Hä? Okay. Wird schon mal das da. Wird stören. Auch das da. Und da. Gehen dann hier in die Front. Gehen damit auch in die Front. Zerstören diesen. Nein, brauche ich in der Kombination. Greifen wir hier noch an. 3, 4. So. Okay, jetzt hat er einen 4er-Angriff auf sicher. Und ich zerstöre dann den Flieger. Alle Einheiten ziehen sich zurück. Okay. Der Feind hat sich ergeben, wieso denn das? Der ja nicht. Spannend. Was soll das? Schade. Ja gut, wenn er sich ergeben hat, habe ich einmal gewonnen, immerhin. Das war's mit diesem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.